Voilà, hier ist der Birchmolch. Der Männchen hat den ganz schönen orangen Bauch. Der sieht ein bisschen aus wie ein Eidechs, aber das ist kein Eidechs. Das ist nämlich von unseren Lurchen, den immer muss am Wasser sein, weil sonst verdreschen den hat eine dünne Haut. Er hat einen schönen platten Schwanz, das ist ein Ruderschwanz, mit dem man am Wasser gut schwimmen kann. Den Birchmolch lädt eher einzeln an Wasserpflanzen, wickelt sie da einzeln an, für dass sie besser gegen Fressfeinde geschützt sind. Und aus denen eher kommen dann kleine Molchen raus, die schon ausgesehen wie den obwohlsten Molch ein bisschen wie klein. Sie meinen also nicht die Verwandlung macht wie bei den Fröschen und bei den Moken. Kannst du den Molchen einfach tanzen? Ich weiß noch, das ist ein schöner Bauch. Guck mal her. So, und hier haben wir einen Feiersalamander. Den hat keinen Plattenschwanz, mit dem hat einen runden Schwanz. Und der kann auch nicht mehr schwimmen gehen. Das Kannerstadium verbringt ihn zwar am Wasser, da atmet er noch mit Kiemen, aber als Erwachsener atmet er wie Altlurche mit Lungen, und da muss nur Land gehen. Er kann nicht mehr schwimmen, dafür bringt er auch ewig Klänge auf die Welt, die in Hand an Wasser sitzt und die dann da schwimmen gehen. Die Mistkäfer gehören mit zu den stärksten Tieren auf der Welt. Das heißt, wenn man sie in Verbindung setzen würde mit dem Menschen, dann wären die Tiere so stark, wie wenn ein Mensch 6 große Busse ziehen würde. Und er benötigt das eben, um für seinen Nachwuchs und seinen Nestbau eine Pille dorthin zu bewegen. Ansonsten sind sie eigentlich sehr flugfaul, also man braucht schon sehr, sehr viel Glück, um überhaupt mal jemals einen Mistkäfer fliegen zu sehen.